Ihr habt sehr ein reiches Leben. Ich bin nicht hinter euch, immer noch. Ihr lebt das in vollen Zügen. Aber es ist auch ein Leben, wo nicht jetzt alles nur rund gelaufen ist, oder? Mit vielen Höchst, aber auch tiefen Tiefs. Und ich finde es eher, dass ihr hier anhockt, euch verletzlich macht, erzählt aus eurem Leben und von euren Erfahrungen. Ja. Und ich habe es schwierig gefunden, jetzt so in den Tagen so einzusteigen, gerade so, wow, cool, 50 Jahre nach dieser schwierigen Nachricht am Anfang. Und wir haben das mal noch besprochen und dann gesagt, darum greifen das Thema gerade auf, weil es ein Thema ist, das euch nicht fremd ist. Gerade dir speziell, Hannes, du hast lange Zeit von deinem Leben Depressionen gehabt. Erzähl uns doch mal, wie das war und wie es dir dabei gegangen ist. Ja, ich habe etwa 20 Jahre lang unter Depressionen gelitten. Und um sich vorzustellen, was das ist wie wenn man in ein dunkles Tunnel einfährt und keinen Ausweg mehr sieht. Also das Tunnel ist endlos, bis es dann wieder mal ein Licht gibt. Aber auch wenn im Tunnel ist, sieht man nur noch das Tunnel, oder? Und was ich gelernt habe jetzt auch in Bezug auf die Gene, gibt es 2 Reaktionen, die ich begegnet bin im Laufe dieser Zeit, wenn Menschen dann aus dem Leben scheiden. Die erste Reaktion ist Unverständnis oder sogar Verurteilung. Und da muss ich sagen, sind vorsichtig. Es ist eine Krankheit. Und ich bin froh, dass die Krankheit bei mir nicht so stark war, dass es schlussendlich passiert ist. Auch wenn ich manchmal auf der Autobahn gefahren bin und am liebsten das Steuer rechts herumgenommen hätte, dass dann mein Lebensende wäre. Also die erste Reaktion ist die Unverständnis und Verurteilung, wo ich stark davon warnen will, weil es ist wirklich eine Krankheit, die ganz tief gehen kann. Und das Zweite ist für Leute, die unter Depressionen leiden, das ist kein Ausweg, weil es gibt dann manchmal so Reaktionen, wo man sagt, ich will meinem Leben auch ein Ende setzen. Es ist kein Ausweg, kämpf weiter und nimm alle Hilfe in Anspruch, die möglich sind. Der Geni hat das auch gemacht, über Jahre hinweg. Wie bist du mit dem umgegangen? Oder weißt, wie hast du gekämpft, wo du drin warst? Also ich hatte eine Familiendepression gehabt. Und ich bin dann zu meinem Bruder... Was heisst das? Was heisst das? Dass meine ganze Familie Depressionen hat. Also selbst meine Nachkommen. Und mein Bruder und mein Vater sind depressiv gewesen. Und ich bin, wenn es mir schlecht gegangen ist, bin ich zum Vater oder zum Bruder, weil sonst hat mich niemand verstehen. Und sie haben mich dann verstanden und wir haben nicht gescheite Worte gegeben, das nützt dann nichts, oder? Das alles und es kommt dann schon gut und so, das ist alles bla bla, oder? In dem Moment ist einfach mit jemandem die Situation aushalten. Wie ist denn dir das gegangen, Erika? Jetzt ist es ja in dem Fall noch mega schwierig, oder? Es berührt mich nochmal ganz mega, wenn ich das jetzt alles höre und eben das vom Geni. Und ich kann ein bisschen mitfühlen mit der Stina. Es war mega schwierig gewesen. Bei mir, Hannes, war das so, dass er manchmal 2 Wochen so in einer Depression war. Manchmal länger, manchmal weniger lang. Und es war mega schwierig zum Aushalten. Ich bin manchmal einfach neben ihm gesessen, habe gewartet, bin ruhig mit ihm. Und er ist einfach da gesessen und hat nichts gemacht und hat manchmal in der Bibel herumgeblättert. Und ich habe versucht, das auszuhalten, aber es hat mega etwas gemacht mit mir. Und ich bin dann einmal aber zwischendurch auch rausgegangen zu den Kindern, weil wir haben hier noch kleine Kinder hatten. Aber es war ein rechter Leidensweg. Ja. Und ich habe auch nicht gewusst, wie ich damit umgehe. Bis der Johannes gesagt hat, geh mal mit dem Schwiegermami reden. Sie hat ja das bestens gekannt und ich habe dann das gemacht. Und das hat mir wirklich ein bisschen geholfen. Mhm. Und das war das so ein bisschen dein Weg dann auch gewesen, das war ja für dich dann auch eine mega Spannung gewesen, oder? Um mit dieser Spannung umzugehen. Ja. Und dann ist noch der Faktor dazu gekommen, wir hatten hier viele Einladungen auch sonst. Und der Johannes war ja hier auch schon Pastor gewesen. Da musste ich manchmal im letzten Moment absagen.
Aber ich konnte nicht sagen, der Johannes hat Depression. Ich habe einfach einmal gesagt, er ist nicht zu Weg. Und es ist oft auf Unverständnis gekommen. Und ich mag mich auch zurückerinnern, ich habe hier in dieser schwierigen Situation mit niemandem geredet über das, außer mit meinem Schwiegermami. Also es war gar nicht einfach. Mega, mega. Würdest du jetzt rückblickend sagen, es wäre vielleicht gut gewesen, hättest du auch noch mit anderen oder dir sogar vielleicht selber irgendwo noch Hilfe geholt? Ich denke, ich würde sicher mit meiner Freundin darüber reden. Ja, dass ich kann erzählen kann, was in mir abgeht und dass sie für mich beten können. Was hat Glauben in dieser Phase für euch für eine Rolle gespielt? Weißt du, Hannes, kannst du in dieser Situation noch glauben? Nein, also ich kann nur von mir erzählen, wenn ich in der Depression war, dann konnte ich nicht mehr glauben. Dann musste Erika für mich glauben. Ich konnte dann auch nicht mehr beten. Ich habe dann so ein bisschen die Bibel lustlos umblättert. Aber es war auch meine Therapie, in der Bibel umblättern, bis irgendwo mein Herz an einem Vers hängen geblieben ist und der Vers mir wieder rausgeholfen hat. Ich hatte so phasenweise. Und wie war das für dich? Ja, wie der Johannes gesagt hat, ich habe für ihn eigentlich geglaubt. Ich bin viel einfach auch zum Vater gegangen und habe ihm gesagt, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und ja, einfach die ganze Situation. Wie sind wir schlussendlich daraus rausgekommen? Also es hat jetzt so getönt, als wäre das gewesen. Ja, ich habe das erlebt, keine? Wo leider niemand in meiner Familie bis jetzt erlebt hat. Ich habe eine Spontanheilung erlebt vom Herrgott her. Wow. Ich hatte 3 Träume, wo etwas rausoperiert worden ist von mir. Und ich bin dann in die Kleingruppe gegangen, sie haben gebetet und von dem Moment an war alles weg. Wow. Nie mehr cool. Also ich habe schon noch, mal ein Tief. aber nicht mehr vergleichbar mit dem, wo ich Depressionen hatte. Nein, das ist nie mehr so. Hast du gesagt, es ist eine Familiendepression? Ist das in dem Sinne etwas Vererbtes oder hast du das Gefühl, das hat schon eine Ursache? Also wir reden von 2 verschiedenen Arten Depressionen. Eine reaktive Depression, die auf ein Ereignis reagiert, oder die andere Depression, die aufgrund Vererbung da ist. Also bei mir geht es weit zurück in der Familie väterlicherseits. Ja. Danke fürs Teilen. So ehrlich. Und ich glaube, das ist mega hilfreich für Leute, die selber vielleicht irgendwo in so einer Situation sind. Ich nehme an, dürfen jetzt einmal auf euch zukommen. Natürlich. Okay. Jetzt kommen wir mal gleich zu Ehe. Ihr seid 50 Jahre verheiratet. Gratulation. Wisst ihr euer Hochzeitsdatum noch? 11. Oktober 1975 und beide 70. Beide 70? Ja. Wow. Ja, das ist cool. Also man rechnet, oder? Wir haben geheiratet nach der RS. Stimmt. Vor der RS haben wir uns verlobt. Mit 20, krass, genau. Aber ja, Gratulation, ihr seht glücklich aus. Ich weiss aber, dass euer Start in die Ehe auch nicht so einfach war und dass ihr heute eben glücklich verheiratet da hockt, dass das eigentlich auch ein Wunder ist. Könnt ihr mal erzählen vom Anfang von eurer Ehe, wie das so war? Ja, es hat schon vor der Ehe angefangen, dass Erika sehr eifersüchtig war. Und wir haben dann gedacht, wenn wir geheiratet sind, dann ergibt sich das schon, dann ist das alles, weil dann hat es eine Sicherheit. Aber schon im Hochzeitsgar hat sie gesagt, hast du jetzt die schöner gefunden, dort eine Bushaltestelle als mich? Also wir hatten schon im Hochzeitsgar Lampen gehabt. Flitterwoche, dort haben wir nicht geflittert, dort haben wir einander angeschrien. Und wenn wir das Geld hätten, wären wir mit einem Flug früher heimgeflogen. Und wir haben uns nicht nur Worte, sondern wir haben uns auch Gegenstände an den Grind geworfen. Das ist intens. Von so einem Start aus der Ehe sich irgendwo zu holen, ist schwierig. Erzähl mal du, Erika, wie hat sich das ausgewirkt? Oder weißt, wie war das auch für dich gewesen? Ja, furchtbar.
Wir haben ewig lang gestritten, wirklich ewig lang. Und ich habe immer wieder gefragt, er hat hier ja auch noch teilweise im Aussendienst gearbeitet. Wie ist das? Ist die Sekretärin auch im Zwieri gewesen? Und warum hat sie denn dabei sein? Wieso ist sie denn auch dabei gewesen? Einfach so ein kleines Beispiel, wie krankhaft das war. Das hat angefangen, Nagen in mir rein. Ich musste einfach fragen. Und Johannes hat mir eine Antwort geben. Und dann ist noch dazu gekommen, wir haben uns mit 16 kennengelernt und unsere Unterschiedlichkeit, das war auch mega schwierig gewesen. Einfach die Kombination. Wie, also eben, nach dem Start ist ja irgendwo, bist du zuerst mal wirklich ganz am Boden, oder? Und fragst dich wahrscheinlich, wieso haben wir überhaupt das gemacht? Was hat euch, oder wie sind ihr aus dieser verzwickten Situation irgendwo Schritt für Schritt daraus rausgekommen? Dirk hat so gemacht, das heisst, ich bin dran. Wir kennen uns auf keinen gut, ich sage es euch. Ja, zuerst habe ich den Glauben gefunden und dann später die Erika. Also, und das als geheiratet haben, sind da noch nicht... Vorher noch nicht im Glauben gestanden, nein. Also, wir sind religiös gewesen, aber noch nicht einen lebendigen Glauben an Christus. Und dann hat uns das noch einmal eine neue Basis gegeben, auf Basis von der Vergebung, Basis, wo man können, wenn es einigermaßen gut war, zusammen beten. Wir sind dann auch zur Psychiaterin gegangen, Eheberatung, aber die haben uns empfohlen, wir sollen scheiden. Und ja, ich habe es begriffen. Aber wir wollten nicht scheiden und wir haben dann nebst dem Gebet und der Vergebung immer wieder haben wir auch ein Vorgehen entwickelt, das dann so war, dass Erika mich noch einmal fragen in einer Situation, ist jetzt die schöner auf der Straße als ich? Und ich einmal antworte und dann zum Zimmer ausgegangen und nicht mehr eine Antwort geben. Das heisst, die Sucht nicht mehr nähren. Und die Kombination miteinander hat über Jahre hinweg zur vollkommenen Heilung geholfen. Das heisst, heute ist das ganz gegangen, mega stark. Eben, wie war für dich so der Prozess gewesen? Wann hast du gemerkt, hey, mal jetzt wird es langsam besser? Für mich, ja, ist langsam gegangen. Also zuerst war es ja auch, habe ich zuerst einmal einsehen, dass es mein Problem ist. Das habe ich dann erkannt und ich durfte zum Glauben kommen. Ja. Und das habe ich dann zuerst einmal als Kreuz geben. Also die Zielverfehlung. Und nachher war es aber nicht einfach gut gewesen, aber wie Johannes gesagt hat, wir haben eine gemeinsame Basis gefunden, das Gebet, die Vergebung und eben die Strategie, die wir entwickelt haben. Also wenn er zum Zimmer rausgelaufen ist, habe ich natürlich gekocht. Wie verrückt. Oder? Also, es hat, ja. Und dann ist das etwa 10 Minuten gegangen und nachher durfte ich ruhig werden. Und ich habe gemerkt, so von 3 Mal bin ich vielleicht einmal noch eingefallen, manchmal 2 Mal. Und ich habe auch oft, bevor ich gewusst, dass er heimkommt, habe ich gebetet, Herr, gib mir Kraft, mein dummes Maul endlich zu heben. Und so habe ich nach Jahren Schritt für Schritt frei werden. Das heisst, du hast einen mega langen Schnauf gebraucht mit dir selber? Ja, wir beide. Ja, beide miteinander. Ja, und sonst, ja. Also, und sonst geht es gar nicht mit all diesen Ferienprogrammen und mit Gemeinde. Und ich wäre ja immer am Fragen und am Tun und das geht gar nicht. Und das ist ein mega Geschenk. Die Gefahr ist ja dann, dass man in so einer Situation irgendwo vielleicht auch einfach resigniert und sich irgendwo so miteinander einfach abfindet, zwar irgendwie dann einfach zusammenbleibt, aber eigentlich wie innerlich miteinander abgeschlossen hat. Was war für euch ein Schlüssel gewesen, um wirklich zusammenzubleiben und zum nicht einfach irgendwo pro forma, sondern zum die Liebe zueinander aufrechtzuerhalten? Also ein Schlüssel zu Zusammenbleiben war sicher zuerst, dass wir so erzogen worden sind, geprägt worden sind und das übernommen haben, wir wollen zusammenbleiben.
Also kein Notausgangszeichen, kein Notausgang zu Türen gibt es nicht. Wir wollen unbedingt zusammenbleiben. Das war sicher die Grundlage davon. Aber das langt noch nicht. Man muss dann auch bereit sein, daran zu arbeiten. Und das sind wir bereit gewesen, daran zu arbeiten. Wir haben einen Traum von unserer Ehe gehabt, wir haben den Traum verfolgt. Das heisst also irgendwo auch, es war ein Willensentscheid gewesen, mal ganz am Anfang, um nicht einfach das Gefühl irgendwo nachzugeben und der Situation. Und das allein lange natürlich eben nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr arbeitet daran. Etwas, was du gesagt hast, wo auch noch ein Teil davon war, ist die Unterschiedlichkeit, wo ihr habt. Das ist ja zum einen eine Schwierigkeit gewesen, aber ist dann, glaube ich, auch irgendwo eine Stärke geworden oder mit ein Faktor geworden von dem, wo euch geholfen hat. Könnt ihr von dort erzählen, was ihr da herausgefunden habt? Erika, da bist du dran. Also, wir sind schon mal sehr unterschiedlich aufgewachsen und ich bin ein Typ... Kannst du das ein bisschen sagen, wie unterschiedlich ja, zum Beispiel? gut, ja. Also, die Johannes ist in einer Familie aufgewachsen, wo sie viele fremde Leute bei sich hatten. Sein Vater war auch Pfarrer und es war oft jemand am Esstisch, den Johannes dann gar nicht kannte. Das war einfach logisch, sie waren dabei. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir vor allem in unserer grossen Verwandtschaft Kontakt hatten. Und dann aus dem heraus haben wir dann geheiratet. Und ich selber bin ein Typ, ich tue gerne zuhören. Ich denke, ich habe ein mitfühlendes Herz, ein dienendes Herz, wenn ich das einmal so sagen kann. Und ich bin eher stetig, eher introvertiert, ich klammere gsi. Also du beschreibst wirklich das Gegenteil vom Hannes. Ja, und ordnungsliebend. Das ist so ein bisschen von meiner Seite. Ist das auch das Gegenteil vom Hannes? Du, gell? Mal, ich bin Chaot. Und wie habt ihr denn in dem Sinne, eben die Unterschiedlichkeit, ja, die ist eine Challenge, oder? Aber ihr habt gesagt, das ist irgendwo dann auch eine Stärke geworden. Wie habt ihr das herausgefunden? Oder was hat es gebraucht, um irgendwo an den Punkt zu kommen, wo ihr das sagen könnt? Wir sind auf Schatzsuche gegangen. Ich empfehle allen Ehepaaren, auf Schatzsuche zu gehen. Also zu schauen, was ist jetzt der Unterschied, was ist das die Stärke vom anderen und darin einen Schatz zu sehen und schauen, wie der Schatz sich gegenseitig ergänzt. Und das haben wir gemacht. Und wie macht man das? Ja, indem wir darüber geredet haben, was sind unsere Unterschiedlichkeiten, wie können wir uns darin ergänzen, wie können wir einander dabei beschenken. Also zum Beispiel ist meine Frau für mich am Anfang ein Bremsklotz gewesen. Sie hat immer gebremst, oder? Und ich immer Vollgas, oder? Und bis ich gemerkt habe, das Bremsen von meiner Frau ergänzt mich, sonst hätte ich schon lange den zweiten oder dritten Nervenzusammenbruch, oder? Weil ich hätte alles gemacht und immer so. Meine Frau hat mich bremsen. Zuerst habe ich das als Bremsklotz gesehen und nachher als ein Geschenk gesehen, dass sie mir gegeben ist, dass sie mich auch bremst. Und andererseits habe ich dafür sie ein bisschen zum Schneckenhäuschen ausholen. Also ihr habt euch beide irgendwo auch aufeinander einlassen, kann man sagen. Und ich glaube, ihr gesagt, ein Ort, wo sich jetzt die Stärkekombination von euch sehr positiv auswirkt, ist beim Reisen, oder? Wie macht ihr das? Also die Johannes ist zuständig für die geistlichen Bereiche, Predigten und vor allem auch mit dem Guide zusammen kommunizieren. Da läuft manchmal ganz viel ab, also ja, bis sie auf der gleichen Ebene sind, wie soll so eine Reise aussehen. Und ich sehe mich mehr so in der Betreuung, in der Begleitung der Leute oder zu sehen oder zu spüren, wenn jemand allein ist und Menschen einfach auch anzusprechen. Cool. Ganz ein einfaches Beispiel, wo jetzt ein paar Frauen denken, typisch, oder? Macht man nichts aus. Koffer packen. Oder meine Frau hat mir immer einen Koffer gepackt. Ich habe angefangen, selber Koffer zu packen, weil ja, das niemandem mehr erzählen, dass meine Frau den Koffer packt. Und da ich ein Chaot bin, ist dann alles immer verdruckt, als wir angekommen sind. Bis meine Frau wieder gesagt hat, weisst du was, ich packe den Koffer.
Und du kannst in dieser Zeit schauen, welchen Bus nehmen wir auf den Flughafen und welche Touren machen wir und wie machen wir es einfach, machen wir dieses. Also, ich bin sehr gut im Organisieren. Meine Frau hat Horror, wenn es um Organisieren geht. Aber sie ist dafür eine Frau, die Perfektion liebt und die Ordnung liebt. Und das sind ganz einfache Beispiele, wo man sich plötzlich merkt, da ergänzt man sich da kann man sich gegenseitig unterstützen. Und dann auch so ein bisschen Aufgabenteilung gemacht haben. Ja. Ist mir gerade noch etwas in den Sinn gekommen, aber in all dem hinein, wenn ich gesagt habe, ich sei so introvertiert bin, hat mich der Johannes natürlich auch rausgeholt und das hat mir gut getan. Er hat mich nicht einfach im Schneckenloch hineingelassen. Und so, wenn ich manchmal so zurückdenke, Gott hat so viel bewegt in meinem Leben. Er hat mir Sachen zugemutet, aber er hat mich nie gezwungen. Er hat immer gewartet, bis ich bereit bin. Und so durfte ich einfach auch Schritte tun. Und so können wir gemeinsam miteinander unterwegs sein. Es braucht ja auch noch Mut, eben, sich dann so immer wieder herausfordern lassen. Oder eben, das hat für dich, glaube ich, geheißen, viel aus deiner Komfortzone raus. Wo hast du dort die Kraft gefunden? Oder weißt, was hat dir geholfen, dich da immer wieder challengen zu lassen? Vielleicht ein Beispiel, wir haben früher, also auch, wo unsere Kinder noch kleiner waren, haben wir junge Frauen bei uns aufgenommen, die Schwierigkeiten hatten in irgendeinem Bereich. Und das ist für mich ein mega, das habe ich nicht gekannt, ein mega schwierig gewesen. Und ich habe aber gewusst, es ist richtig und ich wollte diesen Weg gehen. Und ich habe auch gebetet darum. Und ich habe die Liebe und die Freude bekommen von Gott. Wow, mega cool. Jetzt, was mich noch ein bisschen wundernimmt, wir haben es so ein bisschen schon angetönt, aber eben so eine Stärkenkombination zu finden und einzusetzen. Ihr habt ja beide mega eine Leidenschaft für das Reich Gottes, oder? Und euch dort drin zu investieren und eben habt dann irgendwie eure Stärkenkombination auch für das. Funktioniert das auch, wenn man nicht so eine gemeinsame Leidenschaft hat? Oder braucht es das fast? So etwas, wo man wirklich zusammen sagt, hey, mal für das gehen wir. Ich denke, es ist gut, wenn man ein gemeinsames Projekt hat. Gemeinsame Leidenschaft, das kann ja Kind sein natürlich, oder? Eine Zeit lang war das unsere Kinder. Und jetzt die Leidenschaft für das Reich Gottes war nicht nur hilfreich gewesen, weil meine Leidenschaft war überschäumend war, meine Leidenschaft war grenzenlos gewesen. Dann hat sie auch Kehrseiten. Also ich will nicht sagen, dass es von dem abhängt, dass jetzt die Leidenschaft für das Reich Gottes sein, aber sicher ein gemeinsames Projekt, das man hat, wo man unterwegs ist. Vor allem auch dann noch, wenn man schon pensioniert ist, wo dann die Kinder weg sind vielleicht, dass man dann wieder ein gemeinsames Projekt findet. Vielleicht sind es dann auch die Enkel. Das heisst, wenn es sich hier nicht nur um sich selber drüllt, sondern dass man auch wie gemeinsam sagt, hey, oder eben Leute aufnehmen, wie wir Leute aufgenommen haben, oder einfach seelsorglich da sein für andere Leute, vielleicht auch Geld weitergeben. Einfach so die Passion vielleicht für andere Leute, die Leidenschaft für andere Leute, was es auch immer ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Jetzt mit diesen Unterschiedlichkeiten umgehen, eben, das Positive ist, wenn man jetzt so die Stärkenkombination findet, aber man muss sich ja trotzdem immer noch irgendwo gern behalten, wenn man so unterschiedlich ist. Und für das muss man sich ja irgendwo auch einfach annehmen, so wie man ist. Und ich habe gesagt, das war auch ein Thema bei euch, wo wir lernen mussten. Wie sind ihr an diesen Punkt gekommen? Oder wie habt ihr das geschafft? Also was wir immer versucht haben in der Ehe, das, was ich in der Hochzeitspredigt damit predigt habe, auch umzusetzen im eigenen Leben. Das heisst, das, was die Bibel sagt zur Ehe oder zu zwischenmenschlichen Beziehungen, da hat es einen Schlüsselvers drin, was heisst, Christus nahm euch an, darum nehmt auch ihr einander an. Und der Vers, der ist so wichtig geworden in unserem Leben, dass wir gesagt haben, wir wollen uns ausstrecken, uns gegenseitig annehmen, mit dem, was uns total nervt, dem anderen. Ich meine, mich nervt es manchmal die Ordnungsfimmel von meiner Frau. Oder? Da kann ich manchmal die Wände auf. Oder? Da darfst du keine Unterhose rumliegen nichts. Und so, das Gehorsam sein gegenüber dem Wort Gottes, auch wenn du etwas anderes fühlst. Oder? Für etwas haben wir das. Oder mich nervt es eben im umgekehrten Fall,
dann denke ich, nein, jetzt hat er da schon wieder. Nein, Ehrenwort. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt Abend einen Film schauen, da hat mich das eine Zeit lang dermassen genervt. Während einem spannenden Krimi ist er sicher 5-mal hin und her gelaufen. Geht die Handycreme aufs WC oder sonst irgendetwas. Und das hat mich am meisten genervt. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ja. Und da immer wieder, ja, ich will, oder wir wollen uns annehmen, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen. Jetzt das einfach ja sagen und sagen, ja, mal, wir wollen das ist das eine, oder? So ein guter Vorsatz. In der Praxis ist es ja nachher dann oft viel schwieriger, oder? Ja, natürlich ist es schwieriger, genau. aber es gibt einen Weg. Und wie ist das gegangen für euch? Ja, indem wir es wählen. Wirklich wählen und halt immer wieder probieren. Ja. Gehorsam sein gegenüber dem Wort Gottes, oder? Ja. Und dann aber auch wahrscheinlich einander vergeben, oder? Weil es wahrscheinlich nicht immer klappt hat. Also das ist natürlich für uns ganz ein wichtiger Faktor, die Vergebung. Ja. Wenn wenn ich jetzt mal so richtig reingeschossen habe und ihm gesagt habe, los, jetzt hast du schon wieder so einen Buff und so, dass ich mich einfach entschuldigen kann, es tut mir leid. Ja. Also du hast mir mehr müssen vergeben als ich dir. Ich sage immer, ich will nicht mit mir geheiratet sein. Das meine ich ehrlich, oder? Aber es gibt auch das Wort, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, oder? Gibt es auch das Wort. Und, also versöhnt euch, bevor ihr einschlafen. Das ist uns nicht immer gelungen, natürlich, aber irgendwo haben wir uns dann auch ausgestreckt. Und vor allem Erik hat immer den Anfang gemacht. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, wer von euch schneller bereit, dem anderen zu vergeben. Die Frage kann ich relativ schnell beantworten. Das ist jetzt gemein, gell? Ja. Nein, aber... Dir fällt es leichter. Ja? Dir fällt es leichter. Ich halte das einfach nicht aus. Also ich mag mich erinnern, früher, wenn wir irgendwie ein Care hatten und die Abend nicht Frieden machen konnten, habe ich schlecht geschlafen. Bin aufgestanden am Morgen und dann war das Erste, das wir anschauen miteinander. Oder auch, wenn wir am Morgen irgendetwas hatten, das habe ich den ganzen Tag durchgemerkt. Ich konnte mich nicht wirklich konzentrieren. Wir können es natürlich auch anders sagen. Meine Frau hat das höhere Harmoniebedürfnis. Ja, das kann man natürlich auch so sagen. Und wie eben dann einfach sich vergeben ist das eine, aber wahrscheinlich muss man ja noch darüber reden, wie läuft das amigs bei euch? Ich bin nicht so der Gespür mehr und der redet mich. Und das nervt meine Frau manchmal. Sie sagt, jetzt müssen wir ansitzen, jetzt müssen wir über das reden. Du musst amigs den Hannes so richtig sagen, so, jetzt hockst du an mit mir. Also vor allem früher, habe ich das regelmäßig, weil jetzt dunkelt es mir das weniger. Also wir kennen uns so gut, ja. Ja, ich meine, das ist ja etwas, also das wollte ich vorher mal noch sagen, was ich auch euch krass finde. Ihr habt es immer wieder geschafft, euch zu verändern, nicht stehen bleiben. Auch du, Hannes, wo ich jetzt beim Arbeiten ein bisschen mehr können, mit dir dich dort kennenzulernen, das ist etwas, was ich auch euch mega bewundere. Ihr seid nie stehen geblieben und nie einfach, ja, so sind wir halt, sondern ihr habt immer an euch gearbeitet und schon so viel Leben, wo wir jetzt hören, das ist krass. Ja, da können wir schnell. Ich habe mir gesagt, ihr habt da keine Angst, über Sex zu reden. Heisst das in dem Fall, ihr habt einfach schon immer auch eine gute Sexualität gehabt? Nein. Also ich glaube, dass vor allem in der Kindheitsphase, das kennen viele von euch, die jetzt Kinder haben, kleine, ist die Sexualität relativ schwierig gewesen. Einerseits hat man nie gewusst, wann die Kinder ins Zimmer kommen, oder? Und abschliessen hat man auch nicht wollen, weil das hätte ein Kind schocken, wenn plötzlich Mami und Papi abgeschlossen haben. Und andererseits war es dann auch unterschiedlich gewesen, dass das eine dann nicht mögen und das andere nicht mögen. Und das hat schon rechte Diskussionen gegeben in der kleinen Kinderphase. Und genau eben mit dem Zeitpunkt und wie sind ihr mit dem umgegangen, wenn ich jetzt das so ehrlich fragen darf? Oder wie habt ihr das auch geschafft, um bis heute spannend zu behalten? Ja, also ihr dürft jetzt sagen oder nicht. Ihr sagt einfach, was ihr euch wohlfühlt. Ich stelle einfach Fragen. Also einmal bei uns, Sexualität verändert sich auch. Und wir haben
schöne Zeit zusammen. Jetzt, also wo ja, die Kinder oben sind und so. Und es ist aber nicht so, dass ich jetzt immer gerade Lust habe, wenn er zum Beispiel will. Das ist normal, oder? Ja. Dass man nicht immer Manchmal Lust bin hat, ich oder? zu müde oder ich habe irgendwie sonst andere Gedanken. Und manchmal sage ich dann ihm zu lieb, doch, ist gut. Und ich erlebe es eigentlich allermeistens dann mega schön. Ja. Also ich kann sagen, wir haben jetzt eine schöne Sexualität. Ja, da gibt es einfach ein Verzichten, oder, das dazugehört, eben in gewissen Phasen vom Leben. Ja. Und ab und zu sind wir in ein Hotel gegangen, in ein günstiges Hotel, und haben den Kindern Eltern gegeben, damit wir unsere Zeit haben für unseren Safe Place für uns allein. Ja, auf das wollte ich noch mal zurückkommen. Eben gerade die Kinderphase ist nicht einfach. Ist das in dem Fall so eine Möglichkeit gewesen, die euch geholfen hat? Ganz genau, ja. Ja, euch ein bisschen Freiraum schaffen. Hey, generell, wir haben ja bei uns in der Kirche mega viele Families. Könnt ihr noch ein bisschen über euer Familienleben erzählen? Eben, ihr habt Kinder, wie viel wer? Vielleicht ganz schnell vorstellen. Wir haben 2 erwachsene Töchter und wir haben 3 Enkelkinder, aber auch schon grosse. 15, 22 und 24. Ja. Und jetzt eben, ihr seid mega investiert in die Kirche. Wie ist das gegangen, sich so fest in die Kirche zu investieren, gleichzeitig Kind und eine Familie prägen? Wie habt ihr das gemacht? Also mein Motto war immer, «My home is my castle». Ich hatte es im Herzen, dass ich zuallererst für die Kinder da bin, vor allem mit kleinen Kindern. Und auch für den Johannes. Einfach, er, der so engagiert war, so viel um die Ohren hatte, so viele Visionen hatte, dass er heimkommen konnte, dass er Rückendeckung hat von mir, ein schönes Zuhause, nicht auch noch Durcheinander und Streit und weiss ich was alles. Einfach, ich denke, ich habe vor allem auf das Wert gelegt. Ja, und als die Kinder ein bisschen grösser waren, haben wir dann einen Familienabend gehabt, jede Woche. Im Winter hat es jede Woche einmal am Donnerstagabend Raclette gegeben. Das war so der Family-Abend, wo die Kinder gewusst haben, jetzt müssen sie nicht mit ihren Teenager-Freunden fort, jetzt ist Family-Zeit, das haben sie auch wollen. Einfach einmal in der Woche wirklich so einen Family-Abend. Cool. Dann habt ihr aber, kann man sagen, eben so relativ klassische Aufteilung gehabt. Du hast in dem Fall eher für die Kinder geschaut, du bist beim Arbeiten, hast Vollgas gegeben. Heute ist das ja bei vielen viel mehr aufgeteilt. Ist das etwas, wo du jetzt rückblickend bereust? Oder wo du vielleicht wie sagst, hey, nein, das ist einfach Teil unserer Stärkenkombination. Für mich hat das absolut gestimmt. Wenn du so anschaust, wie das heute viele machen. Für mich hat das so gestimmt. Weil, ja, ich denke, ich ticke so. Und wenn ich das auch aus den Sprüchen rausnehme, dass die Frau ja, fürs Haus zuständig ist. Aber das schließt ja nicht aus. Also ich habe in der Kleinkinderphase bin ich speziell für die Kinder da gewesen, aber je älter das sie geworden sind, habe ich sehr viel auch übernommen in der Kirche. Also ich bin nicht, ja, für Anführungszeichen, nur daheim gewesen. Und ich denke, das ist noch wichtig. Ja, ja. Genau, du hast dich auch sehr drin gegeben. Was war euch wichtig im Bezug auf Familie und Kind oder auch, weißt, so, wie noch die Kinder den Glauben weitergegeben haben? Ja, wir haben natürlich da die Geschichten erzählt mit diesen kleinen Büchlein. Ja, von oben ab und unten und alles. Und auch ins Bett gehen haben wir Geschichten erzählt und so weiter. Das versucht sie mit dem Glauben zu prägen. Zurückblickend muss ich sagen, bin ich zu viel unterwegs gewesen, zu wenig daheim gewesen. Und ich glaube auch, wir haben unsere Kinder zu restriktiv erzogen. Also heute würden wir, wenn wir noch mal könnten, das anders machen und ihnen mehr Freiheit geben, mehr Selbstbestimmung geben.
als wir hatten. Aber ich glaube, das sind alle Eltern, wenn sie mal zurückschauen, sagen, so, das hätte ich anders gemacht oder das hätte ich anders gemacht. Man macht es ja immer das erste Mal. Nur heute ist es vielleicht so, dass man sich mehr Bücher liest über Erziehung, dass man sich mehr damit befasst, vielleicht dann fast zu fest befasst, dass man plötzlich das Gefühl hat, jetzt weiss ich auch nicht mehr wie, aber wir haben uns vielleicht eher ein bisschen zu wenig befasst mit dieser Literatur. Was Sie jetzt haben gesagt, was so ein bisschen anders oder rückblickend anders machen würden, was sagen Sie, ist euch gut gelungen? Ja, wir haben immer wieder Leute aufgenommen in der Familie. Auch kurzfristig für einen Tag, drogensüchtig und so weiter. Und das hat unsere Töchter sehr geprägt, dass sie heute auch sehr sozial eingerichtet sind, eingestellt sind und gerne mit einer Ranggruppe Leute zusammen sind und sich sehr gut verstehen mit ihnen. Und einfach das Mitgefühl für Menschen am Rand der Gesellschaft, das haben wir ihnen sicher können, durch unsere Tätigkeit, auch durch die Quellenhof-Stiftung können mitgeben. Cool. Ich möchte noch kurz das letzte Thema ansprechen. Freundschaften, auch ein Thema, das für euch wichtig ist. Jetzt, wenn ich das so sagen darf, bist du jetzt auch nicht der klassische Beziehungstyp, Hannes, so wie ich dich kennengelernt habe. Und trotzdem ist das etwas, wo du öfters auch betonst, wie Freundschaften dir sehr wichtig sind. Warum? Ja, ich habe mal so eine Rechnung machen und sagen, sehr viele Leute haben mich gern, sehr viele Leute mögen mich, aber habe ich eigentlich Freunde? Und ich habe gemerkt, ich habe keine Freunde. Und ich habe gemerkt, ich brauche das. Ich brauche das Männer, wo ich auch mit ihnen austauschen kann. Männer, die mich verstehen. Und es ist schon klassisch so, willst du mit mir gehen? Also, so Männer gefragt, wo wir eine Beziehung hatten, willst du mein Freund sein? Und so habe ich Freundschaften gebaut und habe heute vielleicht so 5, 6 Freundschaften, muss ich aber auch pflegen müssen. Dann. Ich musste Priorität geben diesen Freundschaften und sie auch regelmäßig pflegen. Das finde ich einen coolen Punkt. Also du bist wirklich bewusst auf Leute zu, Ja. wo du gesagt hast, mal, das könnte ich mir vorstellen, ist ein Freund oder könnte es werden. Und das bewusst so gesagt. Ja. Cool. Jetzt, Erika, fällt es dir einfach zum Freundschaften knüpfen? Ja, ich liebe das. Ich habe gerne Kontakt. Ich habe mehrere Freundinnen, die ich jetzt nicht jede Woche treffe, aber ich habe eine feste Freundin, die ich regelmäßig treffe, wenn wir beide rum sind. Ja. Und das tut mega gut. Einfach austauschen gegenseitig und füreinander zu beten. Einfach Zeit miteinander zu verbringen. Ich liebe das. Also es sind Freundschaften, wo du auch wirklich den Glauben mit ihnen pflegst, wo nicht einfach nur mit Tauschen aus, sondern bewusst miteinander beten. Und wo man wirklich auch beten können, wenn eins jetzt noch jemand ansteht. Oder, ja. Und ich pflege diese Freundschaft schon jahrelang. Jetzt, ihr kommt ja auch mit mega vielen Leuten in Kontakt, die vielleicht dann noch gerne mit euch befreundet wären. Und generell, ich glaube, wir alle kennen es, es gibt ganz viele Leute, die irgendwo vielleicht gerne mehr in Kontakt sind. Wie habt ihr das für euch so ein bisschen, oder wie sind ihr damit umgegangen und habt entschieden, in welche Beziehungen ihr jetzt mehr investiert und in welche weniger? Wir haben es mal gehört vom 3-Kreise-Prinzip, von einem weiten Kreis, wo man ab und zu sich einmal trifft oder eigentlich noch mag. Dann von einem etwas kleineren Kreis, wo man sagt, vielleicht, dass man sich dann alle Jahre mal trifft. Und dann vom inneren Kreis, vom Freundeskreis. Und den haben wir definiert. Cool. Und das haben wir miteinander so besprochen und vielleicht sogar aufgezeichnet? Ja, nein, aufgezeichnet nicht, aber doch im Kopf aufgezeichnet. Ja, okay. Cool. Danke euch vielmals fürs Teilen. Die Zeit ist schnell gerastet, aber wir sind doch durch die meisten Themen durchgekommen. Ich möchte euch vielleicht einfach noch die Möglichkeit geben, in 1, 2 Sätzen vielleicht noch sagen, wenn es etwas gibt, wo ihr sagt, hey, das ist jetzt nicht zur Sprache, oder das würde ich gerne sagen, oder etwas, was euch wichtig ist, zum Weitergehen in Bezug auf Ehe oder vielleicht für uns als Kirche. Ich möchte eigentlich alle die ermutigen, die jetzt zugelassen haben und vielleicht irgendwo
stecken in einer Ehekrise schon länger oder ja, sonst immer ein Problem, bleibt dran, redet miteinander und sucht Hilfe nicht zu spät, geht bezahlt in eine Eheberatung. Und ja, es gibt Hoffnung. Und ja, das ist so das, was ich einfach weitergeben will. Ja, ich möchte vielleicht etwas zu denen sagen, die es nicht geschafft haben mit der Ehe. Auch das gibt es, das verstehe ich. Es gibt auch Situationen, wo es wirklich so verfahren ist, wo man krank wird innerhalb von einer Ehe, wo es keinen Sinn hat, die Ehe weiterzuführen. Da kämpfen wir natürlich um jede Ehe, weil wir das selber erlebt haben, dass es möglich ist. Aber da gibt es doch einen Moment, wo nicht möglich ist und dass ihr euch da nicht verurteilt, sondern und jetzt auch nicht heimgeht und am Boden zerstört sind und sagen, ich habe versagt. Es braucht immer zwei. Und darum auch für diese Menschen, für die Brüder und Schwestern eine Ermutigung. Danke, ja, ich glaube, das ist wichtig. Darf ich euch bitten, noch ein Segensgebet sprechen für uns? Ja, Vater im Himmel, jetzt wollen wir für alle Ehen beten. Menschen, die da sind, die Ehe haben. Ich danke dir für die sich freuen über ihre Ehe. Die sagen, yes, genau, den Weg sind wir auch gegangen. Danke dir dafür. Ich bitte dich für die am Knurzen sind, vielleicht gerade in der Kleinkinderphase. Für die vielleicht einfach den Weg noch nicht gefunden haben, dass sie nicht aufgehen und dass sie den Weg finden. Und ich bitte dich für die es nicht geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer, dass sie nicht verurteilend heimgehen und niedergeschlagen, sondern dass sie nochmal dürfen sehen, dass du immer wieder eine neue Chancen gibst. Du bist ein Herrgott von der zweiten und von der dritten Chance. Dafür danken wir dir dafür. Und so segnen wir euch im Namen vom allmächtigen Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, im Namen vom Heiligen Geist.